Vicky, du bist Vegetarier. Meinst du nicht, ging da ein bisschen ab so am Leben fehlen? Nee, am Anfang nicht. Nudeln gemäß sind noch gut an. Der besser Fleisch finde ich nicht. Bist du nicht drüber, Vegetarier zu gehen? Nee, nicht wirklich. Obwohl ich gemerkt habe, dass es immer mehr Vegetarier bei uns in der Schule gehen. Und das war Grund genug für uns, ein paar Leute den Ulch-Kanal zu invitieren und zu diskutieren, ob ihr Fleisch essen sollt oder nicht. Moin, ich begrüße Herr Schei auf einer Debatte für und gegen Fleisch essen. Hier an meiner Seite sitzen Vegetarier, Dinda an den Schaff, und auf der anderen Seite sitzen Fleischesser, der Piet und der Gerson. Was hast du damit gegessen? Schnitzel mit Krumpren und einer guten Dampfschatzsoße. Und Vegetarier? Salat. Schon heute ein vegetarisches Menü geholt. Und An der Kantine. Das waren Nudeln mit Tofu und mit Gemüse. Hey, als Fleischesser schon ein Kartoffel probiert? Nein, echt nicht. Ein Keier und war nicht so appetitlich, dann meint. Und für was ist der Vegetarier? Also ich fand es moralisch einfach nicht vertretbar, wenn ein Fleisch ist, wenn ein bedenkt wird, eben hergestellt wird. Ma, ich fand einfach, Menschen haben nicht das Recht, einfach zu entscheiden, ob sie dann der schlecht oder nicht. Ich meine, Fred gehen oder deren, und Fred auch gehen oder Konditionen, weil die müssen halt zu sitzen. Ja, sie haben geschlecht gehen. Und ich meine, wenn ich Fleisch esse, und steht auch vielleicht Bio drauf, mit kann keiner wirklich garantieren, ob der doch Bio ist. Ich kann das einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, für dann Fleisch zu essen. Du musst bedenken, Tiere selber fressen sich auch selber. Das ist das Gesetz vom Stärksten. Das ist, wenn wir so sich Fleisch essen, natürlich, moralisch ist es vielleicht fragwürdig, nicht weil wir Fleisch essen, sondern wie wir unter das Fleisch kommen. Wenn du zum Beispiel guckst, wie heutzutage Massentierhaltung gemäht wird, nicht mehr für uns Fleisch können zu gehen. Das ist natürlich eine brutale Art und Weise. Du sagst natürlich, Bio kann nicht immer wissen, ob wirklich so ist. Wir schmengeln, wenn du nur ganz auf halt Fleisch essen, das geht einfach nicht. Das ist wie wenn du so gegen so eine Politik, wir finden keine Lösungen mehr, haben wir ganz mit der Politik auf. Du kannst das nicht so. Also wir waren noch nie auf dem Punkt an der Evolution, wo wir wirklich richtig den Schwach haben, wie Lot sind da eben seit 100 Jahren oder so, wo man können dezidieren an den Schwach haben, ob man eben Fleisch essen oder nicht die Regel, dass den stärksten Trash wird für den anderen dann abzuessen, die gilt natürlich. Der besten an der Natur, aber wenn in einer zivilisierten Gesellschaft lebt, dann tut ja den Schwach, also kann ihn für auf Leute zu verzichten, auch für auf Misere zu verzichten von den Tieren, also es ja sozusagen einfach, sich ein bisschen aufzuopfern und dafür kein Fleisch zu essen, was ganz gut geht und gar nicht schwer ist. Ja, mal noch weiter diskutieren. Sie meinen, durch die Straße gegangen und die Leute gefragt, wie sie darüber denken. Also alle Fälle, verheint du gute Büfter, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Also ich Fleisch gerne und so. Aber mir ist aber auch viel Fisch und Gemüse und so Sachen. Und ich fisch nicht so gerne dafür Fleisch. Alles gut. Ich bin Vegetarier, weil man eigentlich lebt, dass sie für mich sterben müssen. Ich bin in der Stadt der Welt. Vier, weil das ja gesund. Ich will verhindern, eben, dass sie als schon schuld und hier im Tod sind. Also auf dieser Welt wird ziemlich viel ausgenutzt für den Mensch eben. Und der Mensch braucht das dann noch. Ich bin Vegetarier, weil ich nicht gerne und ich mache es einfach nicht. Ja, das muss ja irgendjemand muss sterben, für das ein anderer kann überleben. Das ist Naturkeit. So ist das eben. Ich mache das auch, also nicht. Du wirst mich das auch nicht. Ich esse Fleisch, so viel es geht. Ich meine, Hauptsache schmeckt und das ist mir ziemlich egal, ob das gesund ist oder nicht. Für ein Pudis war der Fernsehen am Poulet und ich meine, dann kriegt ihr ein wenig ein Ekel an Fleisch, wenn ihr wenig die Sachen alle gut hört, mit Antibiotika und so. Hauptsache gute Büfter im Teller. Ja, also sind da 4 welche essen, das heißt du. Aber wie viel Mal die Woche ist das? 2 bis 3 Mal so. 5 Mal, 4 Mal die Woche, keine Ahnung. Oft aber, mehr auf die Fisch. Das hängt am davon auf. Weil das Tier so gut, ne? Weil all da, wir essen nicht auch vegetarisch, weil meine Mama Vegetarier ist. So 5 Mal in der Woche und dann ein Jahr Fisch. Wo ich jung war, hatte ich eine ganz schlechte Erfahrung. Ich bin beim Bauernhof und ich hatte einen Hunger. Ich komme einen von 1000 Tippelchen raussichern. Und was kommt, dass samstags geschlecht geht. Und ich habe einfach mal mein Hunger gesicht. Und ich habe nirgends gefunden. Und du warst Mittagessen und gehst Pulli. Und ich habe überall meinen Hunger nicht gesehen. Und du kriegst Kasch gesagt, los, das gut machen. Hat er das schon einmal gesehen, wie in der geschlürcht wird? Oder hat er schon einmal nur geguckt? Keiner das nur gucken? Ja. Ich denke davon auf, ich war bei einer Schüchtung selber dabei.
das natürlich nicht schön mit uns gesehen. Wir denken immer davon auf, wen dem der sein Lied eben auffällt, das heißt, wie schnell nicht möchte. Und denken doch davon auf, wie der am Brot auf 40 Zwecke, weil wirklich so ist, dass die Massenthaltung ist von Jory Gelwert natürlich. Das ist natürlich schon bekannt. Aber das ist aber auch ein wichtig dabei, weil das für zu wissen, ob weiß ich alles ist. Weil das gibt es wirklich moralisch noch nicht fragwürdig. Wenn einfach essen ging, gibt es viele Leute, die essen nicht und die wissen nicht, was da geschieht. Aber das ist eben, viele Leute blenden das sozusagen aus. Sie überlegen nicht, was führen hin im Teller leid, wenn McDonald's geht, mir die gehen, dass die schöne Musik, dass die schöne Atmosphäre, und den guten Geschmack am Hamburger, mit realisieren die gut nicht, wie das Stück Fleisch du überhaupt dazu kommst, das du führen der Leute. Und das ist gewiss von den Leuten, die noch Stückweise ausblenden und nicht wo wollen hun. Und dafür wollen sie überhaupt nicht darüber schwatzen heute in unserer Gesellschaft. Das ist ja nicht nur das Schlecht, das ist ja auch der Region von der Schweiz bis wo transportiert, für mal ein bisschen mal geschlecht gehen. Aber sie könnte ja auch auf einem Platz, da wo sie produziert gehen, einfach geschlecht gehen. Sie müssen ja nicht, ich weiß nicht, für was brauchen wir ein Büftag aus Italien? Ich meine, wir können ja auch einfach einen Co aus Lützeburg wählen und der auch heute stehen. Wir brauchen ja nicht lange aus dem Ausland. Sowohl für die Natur als auch für die Tiere ist es schlecht, lang transportiert zu gehen, für das wir hier in Lützeburg als Fleisch genießen können. Wir fahren bei dem Meister Werdle auf Asch, fragen, woher sein Fleisch hier kriegt. Am Rindfleisch sind wir an dem Programm dran vom Produit du Terroir, das von der Lützeburger Landwirtschaftskammer organisiert das. Da wissen wir direkt, ob alle Beist, die wir reinkriegen, wissen wir, wohin hier könnt, wo was für einen Bauer könnt, weil ob alle ganzen Beist also ein Etikett drauf, wo die nötige Informationen dafür überall draufstehen. Aus der Fleischkonsum an den letzten Jahren aufgegangen, habt ihr das gemerkt? Ja, selber haben wir das auf jeden Fall gemerkt, und ich meine noch am Allgemeinen, dass das einfach ein gewisser Trend ist, dass der Fleischkonsum am Allgemeinen, und es gibt auch Mengen, vielleicht hauptsächlich auch bei den jungen Leuten, dass die aber nicht mehr so drauf abhirscht sind, für eventuell Fleisch zu essen. Ging der am Fleisch essen, wenn ihr müsst Pöllen holen, für zu evaluieren? Ich esse ja seit 4 Jahren kein Fleisch mehr. Und, also in den letzten Jahren konnte ich immer mehr Eisenmangel und ich muss sich auch Pöllen holen, um den Eisenmangel zu begleichen. Und das hindert mich aber nicht daran, weiter kein Fleisch zu essen, weil ich meine, wenn das der Einzige ist, was ich muss angehen, für eben kein Fleisch mehr zu essen, dann kann ich das ruhig auch kaufen. Also, ja. Nein, ich gebe das nicht mehr. Weil ich nicht so ungesund leben und von Pille will aufhängig sein. Du musst einfach auch gucken vom Point de vue. Also mittlerweile biologische und medizinische Studien bewiesen, Fleisch ist immer noch effikaz, viel mehr effikaz wie die anderen Sachen. Weil Fleisch, du musst ja Bodybuilding. Wenn du zum Beispiel pur Moment ohne Fleisch bist, wird du gesehen, dass das Resultat wahrscheinlich darauf geht, weil ich kenne keine Bodybuilder, die mit ohne Fleisch. Den deutschen Landesmeister am Bodybuilding als Vegetarier. Ob in den Fleischkonsum zurückschrauben soll oder ganz darauf verzichten soll, sie mehr bei einer Diäteticienne gewohnt gehen. Also der Fleischkonsum soll in Anfang nicht ganz zurückschrauben. Ich meine, am Fleisch sind aber eigentlich wertvoll Nährstoffe dran. Was natürlich das Problem hat Lützeburg ist, dass effektiv das Leute Tendenz haben, viel Fleisch zu essen, alltag Fleisch und noch immens große Portionen. Und das muss nicht unbedingt sein. Für was nicht so viel? Also an einer gesunden Ernährung da präkonisieren wir am Anfang 3 bis maximal 4 Monate Fleisch. Es gibt eine andere Sache, wo ich kann essen, die gerade so gut Proteine bringen, wie zum Beispiel der Fisch, Milchprodukte und noch eher. Für was soll denn da Fleisch essen? Ja, am Fleisch sind ganz viele Proteine, das ist die Quelle davon, unter anderem auch am Fisch und an den Eier von denen natürlich auch. Und am Fleisch, zum Beispiel am roten Fleisch, hat den aber auch Eisen. Das ist natürlich auch etwas, was den an einer Lebensmittel vielleicht nicht so eine große Quantität findet. Ist Tofu dann ein guter Ersatz? Tofu ist ein interessanter Ersatz. Ich meine, da sind auch viele Proteine dran, so wie am Fleisch. Das ist wenig fettig und vom Eisengehalt ist es relativ korrekt. Andere Alternativen zum Fleisch sind natürlich auch der Korn, der Tempeh, der Seitan und so weiter. Die haben natürlich auch dann eine gewisse Quantität an Proteinen und sind dafür auch interessant. Könnt der Fleischesser erst vorstellen, mit einem vegetarischen Partner zusammen zu leben? Ja, von der unbedingt Füll, dass wenn nicht gehen Fleisch zu kochen, dann ist mir egal. Wenn hat Füll, dass ich auch von hat nicht gehen, dass ich Fleisch esse, das ist mir egal. Aber von der Lose, ich müsste Vegetarier gehen oder Veganer gehen, gebe ich aber so eine ganz lobe Triple, ne? Boah, mir wäre so gut dann egal, wenn es jetzt nicht so kochen, da ging nicht machen, weil ganz am Milch, das wird echt mal keine Auflöse Partnerschaft.
Zweitens, wie gesagt, ich kenne extreme Fleisch essen. Ich esse nicht, weil ich eben drüber gewinnt bin. Da gehe ich noch recht, das ist einfach ein Gedanke gut, den eben noch überspielen muss, aber weil es mir schmeckt. Könnt ihr erst vorstellen, mal einen Mensch zusammenzuleben, den deren umbringt, wie ihn den am Schlöchthaus schafft? Also ich kenne nicht mal deinen Matzler zusammen. Oder mit deinem Matzler unbedingt zusammen sind. Also das ist einfach, ob mein Partner noch Fleisch ist oder ob er wirklich noch also der Matzler. Also, das kenne ich einfach nicht. Ob in Loenthaler mat eng Büfdag oder mat Tofu ise well, a schiderregem Salweiwer los. Me da se gesund a bewusst Ernährung jiderregem gut deet, versteht sich hier vum Salwen.